Jetzt stehen wir da am Stammersdorfer Friedhof. Ringen tut's die Fürsten mir schon weh. Der Pfarrer sagt, sie war ein herzensguter Mensch, und trotzdem fällt mir's Wohnen halt so schwer. Die Oma ist nicht mehr. Wie ich klar war, hat's meine gestopfte Knädeln, hat's glaubt mit dem Bracker in der Hand, hat's mir umdreht schon den Mund. Es war ihr wurscht, sie hat mich geschlungen, solang dass ich schon angefangen hab zum Beten. Lieb Jesu Kind, lass die Oma doch verrecken. Die 7 Rum, das waren nur 6. Die gute Fee, das war eine Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dackel. Der Märchenprinz, ein schierer Lackel. In Stammersdorf hat's gehabt eine kleine Wohnung mit Spitzendeckel unterm Hitlerpult. Ein Glasl Cremischmalz am Fensterbrett, ein Nachtschirm unterm Topibett, so weiß, so dick, so rund und immer voll. Vielleicht hätte man ins Grab dazulegen sollen. Einmal hab ich's gefragt, wo ist der Opa? Im Himmel auf dem Wolkerl spielt er Gein. Für Führervolk und Vaterland erschossen, aufgehängt und verbrannt. Doch das hat sie dem Adolf stets verziehen. Er hat ihr ja das Mutterkreuz verliehen. Die 7 Rum, das waren nur 6. Die gute Fee, das war eine Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dackel. Der Märchenprinz, ein schierer Lackel. In letzter Zeit, da war's schon ein bisschen komisch. Das Cremischmalz ist gestanden unterm Bett. Die Spitzendeckel hat's verbrannt, den Hitler hat's am Bücher genannt. Ein Nachtschirm hat's platziert am Fensterbrett. Ganz Stammersdorf hat über sie schon geredet. Am Muttertag, da haben wir's geführt in Prader. Die Alte war auf einmal wieder jung. Beim Go-Kart-Fahren hat's gejodelt, ein Balangusch hat's verdruckt. Nur beim Sturmbootfahren geschah das Missgeschick. Da ist an ihre falschen Zähne erstickt. Die 7 Rum, das waren nur 6. Die gute Fee, das war eine Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dackel. Der Märchenprinz, ein schierer Lackel. Oma, für dich Gott, mach's drüben besser. Mach keine Knädel für die Engel, sei so gut. Tu nicht die Heiligen segieren, tu nicht den Opa denunzieren. Und gehst zum Herrgott auf einen Besuch, ein guter Tipp. Oh Mama, nimm's Mutterkreuz nicht mit. Ja, das war die O-Mama vom unsterblichen Ludwig Hirsch. Einer der besten Songs, die jemals in österreichischer Sprache geschrieben worden sind, meiner Meinung nach. Es ist unglaublich viel drin. Es ist unglaublich gut geschrieben und auch musikalisch sehr schön umgesetzt. Ich bin natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, ein Fan vom Ludwig Hirsch. Ich habe
zweimal live singen dürfen. Es gibt nämlich auch eine Connection vom Ludwig Hirsch nach Regensburg und da hat er regelmäßig Konzerte gegeben, ist immer wieder auf Tour auch in Regensburg vorbeigekommen, weil er als jüngerer Mann und Schauspieler, der er ja auch war, also beziehungsweise der auch tatsächlich sogar zuerst war, bevor er Musiker oder Liedermacher geworden ist, hat er in Regensburg am Theater gespielt und war bis zum Schluss dieser Stadt, glaube ich, immer sehr verbunden. Ja. Und ja, damals, ich habe nur die dunkelgraue Lieder, die Platten halt kennt, die Scheiben. Die habe ich irgendwo mal auf dem Flohmarkt oder sowas gefunden und war total hooked von den Lieder und das war so Bass und das war so eigen und dadurch, dass der auch Schauspieler war, hat das auch immer so was Theatralisches gehabt, irgendwie seine Lieder und seine Sachen und da kann ich nur unglaublich empfehlen, macht keinen Sinn, es tut mir leid. Ich laber manchmal Scheiße. Ich kann nur sehr empfehlen, meine Lieblingsplatten von ihm ist tatsächlich eine Live-Scheibe bzw. eine Live-Doppelplatte, die da heißt Gottfried, in dem er eine Geschichte erzählt von eben diesem Gottfried und wo der herkommt, im Land irgendwo aufgewachsen und und nicht richtig im Kopf. Und die Geschichte vom Gottfried, also dazwischen drin sind immer wieder so Lesungen von ihm, wo er die Geschichte weiter erzählt, weiter liest und die sind diese Geschichtsteile von dieser Story vom Gottfried, die natürlich nicht besonders gut ausgeht, ist verbunden mit Lieder von ihm aus seiner kompletten, also mein Gottfried ist rausgekommen irgendwann in die 90er, also aus einem großen Teil seines musikalischen Schaffens und die sind immer so eingewoben praktisch in die Story von dem Gottfried. Toll gemacht, die klingt super, die Platten, die hat unglaublich viel Pathos auch und ist alles gleichzeitig, wo's der Ludwig Hirsch ja auch war, lustig, skurril, abartig, feinfühlig, toll. Ein toller Künstler, der ein leider nicht schönes Ende genommen hat. Der hat eine Krebsdiagnose gekriegt, zum wiederholten Mal, soweit ich weiß, und ist dann direkt in Wien im Krankenhaus aus dem Fenster gesprungen und hat sein Leben beendet. Sauschott drum. Es ist irgendwie so, es ist so eine komische, weil es passt irgendwie so sein Ableben ist genauso skurril und eigen und seltsam wie seine Musik war, sein Schreiben war und und trotzdem hätte ich es ihm gewünscht, dass er noch viele, viele Jahre sowohl auf der Bühne als auch hier unten das Leben feiern hätte können. Schöne Grüße an den Ludwig Hirsch, wo auch immer er gerade sein mag. Vielen Dank für die Musik, vielen Dank für die lieben Lieder. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.